La 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 la. Der Traum von California. La 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 la. Der Traum von California. Pussy Pussy an der Côte d'Azur, der Rue de Kirche. Hi, ich bin Max, ich komme aus Köln, ich mache kölsche Musik und ja, ich habe eine sehr schöne und erfolgreiche Karnevalszeit hinter mir. Karnevalssession sagt man ja bei uns in Köln und möchte euch jetzt, weil ich ziemlich K.O. bin, mal mitnehmen auf meine Nach-Karnevalsreise, die ich dieses Jahr mache, um mal ein bisschen runterzukommen, neue Lieder zu schreiben. Es geht durch Südeuropa. Viel zu surfen hoffentlich und ja, ich hoffe, es gefällt euch, damit ich euch mal ein bisschen zeigen kann, was ich mache, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Gerade räume ich ein. Ihr seht, da ist das alles noch ziemlich chaotisch. Mal gucken, das wird aber klappen, das dauert immer so ein bisschen was und dann fahre ich los und die erste Strecke wird, oder die erste Herausforderung wird immer sein, an Paris vorbeizukommen, weil da immer Stau ist, irgendwie halbwegs unbeschadet oder halbwegs ohne Stau. Und ja, dann mache ich irgendwann in der Mitte in Frankreich einen Stopp und am Ende in Capbreton, das ist bei Biarritz. Da werde ich dann das erste Mal das Meer sehen. Mal gucken, vielleicht bleibe ich irgendwie 1, 2 Nächte da, wenn das Wetter schön ist und gute Wellen sind. Oder ich fahre dann weiter Richtung Spanien. Mal schauen. La 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 la. Pussy Pussy an der Côte d'Azur, der Rue de Kirche nach Riviera, wird lang flaniert. In Hollywood sieht man noch Miami weiß und in Port-au-Prince sind nicht nur die Mädchen heiß. Bis nach Saint-Tropez kann man schwimmen und nach Boven bis nach Kitzbühel klimmen. Nach 2 Tagen Fahrt, 1250 Kilometern bin ich jetzt angekommen im wunderschönen Capbreton. Ziemlich cooler Stellplatz hier, direkt an der Düne, kostet 11 € die Nacht, inklusive Strom. Mega. Kannst also für alle Wohnmobilisten und Vanlifer und sonstige, die mit einem ähnlichen Gefährt unterwegs sind. Ziemlich cooler Preis. Du kannst hier, hast hier Toilette, kannst du entsorgen. Es gibt aber auch Toiletten, gibt eine Fähr- und Entsorgung. Also 11 €, ziemlich stabil. Du stehst hier direkt an der Düne, zeige ich euch gleich. Und ja, ich bin zum Glück ganz gut durch Paris durchgekommen. Das ist echt immer eine kleine Challenge so. Also man muss sich auf jeden Fall vorher mal, man muss sich sicher fühlen mit dem Wohnmobil oder dem Gefährt, was man fährt, wenn es größer ist als ein PKW. Weil die da echt anders fahren als in Köln. Das ist so, weiß ich nicht, Köln-Ehrenfeld hoch 10. Ja, hat aber gut geklappt. Und ich hatte es auch so getimt, dass ich nur zweimal kurz im Stau war. Also es ging zum Glück gut. Heute war Sonntag, heute war es dann Bordeaux, ist ja auch nochmal so ein Nadelöhr, das ging aber auch gut und jetzt bin ich halt hier angekommen. Bin ganz schön K.O., habe aber dadurch, dass ich mein Tempomat hier habe in dem Wohnmobil, ich fahre immer so, weiß ich nicht, 100, 110, eher 100 und halt eigentlich nur das Steuer fest. Die meiste Strecke ist Mautautobahn, die ist nicht viel befahren. Ich halte mich dann immer wach, man hat immer die Sorge, dass man nicht einschläft, ne? Aber ich halte mich immer wach. Ich habe jetzt ganz viele Beatles-Sachen gehört und so, da singe ich dann fleißig mit. Ziemlich witzig. Müsste ich eigentlich auch mal filmen, aber besser nicht. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Gestern war ich in der Mitte von Frankreich, habe ich Stopp gemacht, in der Nähe von Orléans, bisschen danach. Da gab es schon die obligatorische Dose Ravioli. Das mache ich immer in der ersten Nacht, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin. Ja, war lecker, pikant. Ich weiß nicht, was das auf sich hat mit der pikanten Soße. Ich muss die mal beide nicht pikant und pikant im Vergleich checken, weil irgendwie pikant schmeckt alles, nur nicht pikant. Schmeckt super, also kann ich nichts sagen, ne? So wie früher, aber irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil pikant ist es zumindest nicht nach dem, wie ich mir das jetzt vorstellen würde. Ja, also ich nehme euch jetzt gleich mal mit, eine kleine Runde über die Düne, dann könnt ihr mal sehen, wo ich hier bin.
Ja, ist natürlich nicht das, was man sich so als Vanlifer unter so einem romantischen Spot vorstellt, wo man dann ganz alleine steht, ne? Aber so ist das halt. Das sind halt legale Plätze, dafür stehst du hier nicht im Weg. Die Locals finden es total in Ordnung. Hier sind noch viele Franzosen gerade und so. Und ja, so ist für alle gut, kostet nicht viel und alle sind fein damit. Ja, stehst du nicht an dem mega Instagram-Superspot am Meer, aber so schlimm ist das ja eigentlich auch nicht. Ich bin jetzt hier schon mal ein paar Meter gegangen auf die Düne. Da, Weinsberg, das ist, da habe ich geparkt. Ja, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt hier, kann man ja machen, ne? Das ist jetzt ein längerer Weg. Ich bin mal gespannt, wie lang. Also es gibt eine Düne, die geht gerade drüber. Die ist aber, weil Sonntagabend ist, ziemlich frequentiert gerade. Da ich das noch nicht so lange mache hier, wollte ich jetzt natürlich nicht mit der Kamera durch 100 Leute rennen, damit die Franzosen mich alle angucken und denken, ich habe sie nicht mehr alle. Womit sie ja auch nicht Unrecht hätten. So, jetzt bin ich ein paar Meter weiter gegangen und sehe gerade, dass die Düne da nach rechts abbiegt. Stark von mir. Ich werde euch also mitnehmen, gehe wieder zurück und die Wege, die man umsonst macht. Wir treffen uns oben auf der Düne, wo die ganzen vielen Franzosen sind. Mal gucken, vielleicht ist jetzt ja weniger los. Jetzt bin ich endlich an der Düne oben angekommen. Ich zeige euch mal ein bisschen. Wunderbar. Und tja, was soll ich sagen? Das sind natürlich Wellen. Mega geil. Kommt auch einer und geht rein, aber leider hätte ich die lieber am letzten Tag und hier am ersten. Deswegen geht es für mich heute nicht rein und morgen auch nicht. Ich hatte jetzt vor der Abfahrt noch so eine Schulter-Eckgelenksentzündung und das ist jetzt wieder gut. Aber die Wellen hier haben richtig Power und sind so locker 2 Meter hoch. Am letzten Tag vielleicht, am ersten Tag auf keinen Fall. Ich gucke mal ein bisschen, ob ihr das sehen könnt. Fantastisch, aber damit das Ganze ja irgendwie stilecht wird, ist ja der erste Tag am Meer, habe ich von zu Hause ein schönes Döschen Bier mitgebracht. Das gibt's jetzt gleich. Herrlich. Prost. Und wie sagt man das, wenn man das erste Mal auf seiner Reise am Atlantik angekommen ist, geile Wellen sind, man aber nicht reingeht, dafür aber ein schönes Bier in der Hand hat, ein schönes, leckeres, eiskaltes Kölsch zum Sonnenuntergang. Alaf zusammen.